Hallo zusammen und einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich euch. Ich hoffe doch, ihr seid alle wunderbar in diesen Tag gestartet. Den Vormittag haben wir schon hinter uns. Jetzt ist es nur noch der Nachmittag, der ist auch schon fast durch. Das heisst, das Wochenende ist so gut wie um eine Ecke. Das heisst natürlich jetzt Endspurt, nochmal Gas geben, nochmal super motiviert hinter die Arbeit gehen, damit wir uns dann nicht nur ein Feierabendbier verdient haben, sondern eben auch wirklich am Wochenende einfach mal chillen. So, jetzt muss ich noch gerade schnell hier. Neu hier schreiben. Cutes Schweizer Indie Game. Gutikowski. So. Yes, wir spielen heute nämlich bei Letters weiter. Letters ist das Spiel, das wir letzte Woche angefangen haben. Genau. Wenn ich die richtige Kategorie würde schauen. Bei diesen Indie-Games ist es immer ein bisschen schwieriger, so ein bisschen schwierig zum herausfinden. Indie-Games haben oftmals kein Coverbild. Vor allem so kleine wie das. Also, ja, die Kategorie existiert basically nicht auf Twitch. Umso mehr freut es mich natürlich, wenn ihr trotzdem vorbeischaut, wenn ihr uns auf irgendeine geisse Art findet. Sei es über TikTok oder Twitter oder YouTube. Wir freuen uns natürlich jedes Mal, wenn ihr hier bei uns seid. Jetzt muss ich noch schnell schauen, dass ich keine Benachrichtigungen bekomme, während ich hier live bin. Darf ich das ganze Zeug hier natürlich auch noch zumachen. So. Yes, einmal zumachen bitte. Merci vielmals, das brauche ich nicht. So, also. Wir müssen uns mal anmelden. Habe ich nämlich noch nicht gemacht, tut mir leid. Muss ich schauen, dass ich das richtige Passwort eingebe. So. Und nicht immer mein Arbeitspasswort. Updates haben wir ausnahmsweise mal keine, das ist doch auch nicht schlecht. Okay, ich habe gesehen, dass es bei Hausflipper ein neues DLC wird geben. Und zwar ein Farm-DLC, also ein Bauern-DLC. Und das macht mich also schon gerade ein Mühe lustig. Muss ich also schon sagen. Jetzt kann man sogar noch eigene Häuser bauen. Es wird irgendwie mehr zu Sims haben. Wahnsinn. Holy shit! Okay, interessant. Okay, ja, es scheint ein Thema zu sein. Bauernhöfe und so weiter, das scheint definitiv ein Thema zu sein. So, hier spielen. Genau, ich starte schon mal ein kleines Game. Der richtigen Kategorie bin ich ja schon. Das weiß ich gar nicht. Habe ich das letztes Mal mit dem Controller gespielt? Gell? Ja, genau. Ich habe das letzte Mal mit dem Controller gespielt. Das bedeutet natürlich, dass müssen wir das mal auch wieder mit dem Controller spielen. So, er ist sogar schon verbunden. Umso besser. So. Jetzt weiss ich... Oh ja, genau. Es ist natürlich... Ich habe letztes Mal, als ich abgestellt habe, habe ich eine Benachrichtigung bekommen, wegen so, hey, du kannst nur kapitelweise speichern und wir waren jetzt mit in einem Kapitel gewesen. Darum würde ich sagen, wir rushen effektiv einfach hier durch das Kapitel durch, beziehungsweise eben den Teil vor allem, wo wir schon gemacht haben. Cats, aber ja, super, wir sind wieder Cats. Also das haben wir natürlich schon ein Weile gehabt. Okay, wie gesagt, ich probiere hier so gut wie möglich schnell durchzurushen. Das muss ich natürlich trotzdem so machen, wie ich es letztes Mal gemacht habe.
Also die Cats und so, die müssen da natürlich schon, schon auch wieder ins Bild rein. Ist ein bisschen dumm, dass es so selten speichert. Man kann es nämlich nicht einmal... man kann es gar nicht manuell speichern. Ich finde das irgendwie ein bisschen doof. Aber ja. Was steht hier? I'm sitting around looking at cats. Ah ja genau, das ist das hier gewesen. Gut, das haben wir schon gemacht letztes Mal und es ist irgendwie echt schade. At least she's not. I think she's okay. She's with a group of friends or whatever. At least she's not alone. Genau ist das gewesen. Wo es ist ja darum gegangen, hey Juli, wie geht's dir? Einen wunderschönen Freitagnachmittag. Long time no see. Genau, es ist ja darum gegangen, dass Alex ist so ein bisschen unser Crush. Wir haben das erste Date mit der Alex. Das unten, Sarah, das sind wir. Und jetzt müssen wir da... Oh, was war das noch mehr? They sit around ist es, glaube ich. Da bei Visit ist es, genau. Hier. Genau, und jetzt müssen wir hier... Oh, Jesus Christ. Okay, das ist wirklich schon ein Weile her. Also das Kapitel ist lang und dass man das nicht so speichern kann, ist echt eigentlich ein bisschen doof. Aber ja, warte schnell. Da hat es irgendwo ein hat es irgendwas Float oder so? Also irgendwo hat es ein Date Subword. Down, hä? Was war das gewesen? Jetzt weiss ich nicht mehr, was es war letztes Mal. Es hat irgendwie es ist das englische Wort für schweben. Das ist doch eigentlich float. Nein, das gibt es noch etwas anderes. Fly oder so. Gibt es das? Fly. Nein, nur fluffy. Ich muss sie zum Schweben bringen. Ich will mal schauen, was das Wort könnte geben, das ich könnte einsetzen könnte. Share, nicht, pet. Up vielleicht. Ja genau, perfekt. Up ist auch gut. So. So, hier please. Einmal gegen rauf. Danke vielmals. Wir müssen nämlich das Bild... Unsere Mutter ist so in einem Hippie-Kult verfallen, hätte ich fast gesagt. Und die malt jetzt komische Bilder. So, genau, da sind wir auch schon gewesen, das haben wir auch schon gemacht. Da rush ich wirklich auch nochmal schnell durch, ohne dass ich die Texte vorlese. Die könnt ihr entweder selber schnell durchlesen oder ihr geht beim letzten Stream von letzter Woche nachschauen. Es sieht echt langweilig aus. Ich habe nur Schweizer Indie gelesen und gehofft, du zockst Munddown. Nein, ich streame Letters und es ist actually ein echt cutes Spiel, wo man auch ein bisschen kreativ kann sein, mit den Wörtern kann spielen und mir gefällt es total. Also, wenn du es langweilig findest, dann das ist natürlich schade, aber da können wir nichts machen. Ich finde es echt cute. Also muss ich noch schnell lesen, was sie hier... Es hat viel Text natürlich, ja. Es ist nicht für jeden Hobo, das ist ja so. Genau, it was nice ist, glaube ich, das Wort, das ich gesucht habe. Aber die Katze lässt mich nicht durch, darum muss ich sie schnell ein bisschen groomen. So. Ja, aber wie gesagt, ich habe es halt schon gespielt. Darum... shit, wieso doof? So.
Nice, hier unten ist es. Genau. Also der Teil hier, den habe ich jetzt halt schon gespielt, wo es irgendwie ein bisschen selten gespeichert hat letztes Mal. Das ist ein bisschen blöd. Darum skippe ich jetzt noch schnell alles. Vielleicht muss ich noch ein bisschen länger reinschauen. Ja, gib mir schnell einen Moment Zeit, weil es ist wirklich eigentlich ein echt cutes Spiel. Es ist halt so ein bisschen Slice of Life, wenn das ein Begriff ist. Und es ist auch clever. Also es ist clever, es hat ein paar Easter Eggs versteckt, die echt cute sind. Von dem her, hey Spusbu, wie geht's dir? Guten Nachmittag, das habe ich fast morgen gesagt. Genau, was hat sie gesagt? You seem kind of quiet when you hung out of the practice room. Sorry, I'm a bit shy. Ich glaube, das Wort, das wir gesucht haben. Da ist es. Ich habe es gefunden, etwas squishy. Hier, genau. Genau, cool, genau. Fair enough. Only heard like one. Was ist das? Ein Song, hä? Ist das? Okay, dann müssen wir jetzt hier. Wir müssen hier durch, aber wir müssen zuerst auch hier an der Weintraube vorbei. Vor allem, ich finde es so geil. Es ist einfach. Alle die in meinem Alter sind, mögt ihr euch noch an LimeWire erinnern? Ja, gut, danke. Sehr schönes Busbu. Das freut mich. Mir geht es auch gut. Hey, Feriengast im Lurks. Nico, schön verstehen. Ich hoffe, du bist deine Ferien am Genießen. Aber eben, es hat auch LimeWire noch etwas. Es hat dort früher auch Musik abgeladen. Und ich finde es lustig, dass da jetzt Wire steht. Und es hat mega viele so kleine Easter Eggs versteckt, so von früher. Oder so wirklich schlechte so Nerd-Witze, so Nerd-Jokes. Und ich finde es wirklich witzig gemacht. Also, von dem her, muss ich noch schnell, muss man das irgendwie pressen. Team E-Mule. Habe ich nicht gekannt, tatsächlich, ja. Das Busbu, yes. Alle illegal Videos, Musik abladen. So. Da ist Press. Genau. So. Wir das schnell hier ausquetschen. Jetzt haben wir einen geilen Drink. Wenn wir jetzt hier nämlich unseren Song holen. Dann muss ich durch. So. Und also ich muss wirklich sagen, das Game ist eben wirklich vor allem wegen diesen Easter Eggs, wegen diesen nostalgischen Easter Eggs, sage ich jetzt einmal, ist halt wirklich einfach echt geil. I like the part without the screaming. Schwere übel. Wenn du so jemanden einladest in die Bandroom und ein Spiel spielst und es ist einfach nicht der Musikstil vom anderen, der eingeladen ist. Das ist von dem her schon ein bisschen traurig. E-Mail habe ich glaube ich auch noch gehabt. Also wenn ich es hätte, dann würde ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Es war nicht so mein Stil. Ja stimmt, sie hat Tickets, genau, für das Burning Lake Festival. Nicht für das Burning Man Festival, sondern für das Burning Lake Festival. Wo wir sind ja schliesslich in der Schweiz, oder? Wie ihr seht, wohnen wir in Winterthur. Und die Alex, unser Crush, wohnt in Wetzwil am Albis. Und genau. Jetzt will sie uns mitnehmen an das Festival. Und jetzt soll sie natürlich wissen von uns, zu welcher Dings, dass wir auf welche Bühne wir sollen gehen. Und letztes Mal habe ich Grunge ausgewählt. Soweit ich weiß. Nein, Emo. Jetzt sind wir bewusst Grunge. Ich wollte mal wissen, was sie für einen Unterschied sagt hier. Also was sie anders sagt. So, machen wir Grunge. Ah, shit, nein, ich habe letztes Mal schon Grunge genommen. Ah, shit. Ach, herrje. Egal. Ist mir auch schon passiert. Eben, gell, Nico? Da kannst du auch ein Lied davon singen. Das ist eben schon gut. Oh ja, wie hat es geendet, Nico? Aber apropos Musik und so und Ferien. Nico, bist du im Buskers das Wochenende? Ach, so many proposals. Ja, stimmt, sie wollte ja mit uns an Graduation Dance gehen, also an Abschlussball, sozusagen, also Promball.
Und wir sagen natürlich ja. Excuse me, was ist das für eine Frage? So, sie sind alle ganz glücklich. Und ich finde es auch lustig, wie sie immer Sachen in Dings schreibt, in den Chat schreibt. Also Sarah, also die Figur, die wir schreiben. Und dann ist es immer so, oh nein, das kann ich nicht schreiben. Und dann löscht sie es wieder. Und sind wir ehrlich, Hand aufs Herz, es geht uns allen immer wieder so. Das machen wir ständig, dass wir etwas schreiben und dann ist so, denke ich so, nein, das kannst du so nicht schreiben. Und dann löschen wir es wieder. So, weil es super offensiv ist oder weil es offensiv könnte überkommen. Bearshare, mTorrent, Winamp habe ich auch gehabt. Ja, alles ausprobiert als Kind und Teenie. So geil. Und wahrscheinlich etwa 50 Mal irgendwie dieser Virus eingefangen oder so. Oh nein, sie hat unseren Song abgeladen. Oh je, oh je. Ah ja, stimmt, das war der. Oh, den haben wir auch gehabt. Sie hat einen Song, einen sehr traurigen Song nur über uns geschrieben. Ja. Ich glaube, dort sind wir bleiben stecken. Ich glaube, diesen Song haben wir eben letztes Mal uns nicht mehr da. Oh je. Yeah. Gestern war heute wieder dort. Nice. Ich war gestern nicht, wo ich gestreamt habe. Und heute kann ich nicht gehen, wo ich heute wieder im Spital werde sein. Yes, yes. Was würdest du einem neuen Streamer empfehlen? Gutes Mic und gute Cams sind vorhanden. Gutes Licht, in diesem Fall noch. Wenn du eine gute Cam hast, ist schon mal gut. Noch wichtiger in meinen Augen ist tatsächlich die Kamera. Und gutes Licht muss auch vorhanden sein. Einfach eine gute Kamera kann noch so gut sein, wenn du nicht gut ausgeleuchtet bist, ist das Bild beschissen. Darum, gutes Licht. Und sonst muss halt die Leistung stimmen. Also im Idealfall hast du 2 Monitore mit einem guten PC, wo du über mehrere Stunden kannst nicht nur streamen, sondern nebenbei auch noch kannst gamen. Das ist im Idealfall halt schon noch recht nice. Yes. Hast du noch Fragen? Das habe ich auch. Perfekt. Darfst du mich gerne fragen? Ich erzähle dir da gerne. Im Endeffekt hat die Person, die dann hören dann gleich fast... sie ist dann gleich an jedes Konzert gekommen. Jö, das ist aber herzig. Also, sie hat einen Song über uns geschrieben. I met her sitting in a boring cafe. Greatest weirdo of all times, but in a cute way. Oh Gott, das fängt ja schon mal gut an. Told me to shut up, oh so nicely. Okay. I got my eye on you. Okay. Refrain. Sarah, brightest eyes I've ever seen. Oh, yikes. Sarah killing all the dark in me. Oh. Sarah, let your love rain down on me tonight. Der Song gibt sicher schon, ne? Love. Hier. Oh, was? Ja. Herzig. You're so pretty. I don't even want to blink. Oh jö. Also, aber wie gesagt, ich finde es halt schon herzig gemacht. Haben wir irgendwie noch etwas? Das ist eine rainy cloud. Good evening, this is Cloud, reporting live from inside a love song. Heavy clouds or beautiful sunshine, you'll be the first to know. Live weather report straight from the clouds to you. Das ist schon witzig. Now in that first so she's like the summer sun shining at me. Super nerdy, super shy, blushing clearly, lovely lips that would fit mine so neatly. Der gerade auch so. Reden wir schon über das Knütschle hier. Ist das so? Also, das muss ich noch herausfinden, wie ich die. Kann ich das irgendwie bright machen? Genau. Bright. Shine bright like a diamond. Like a diamond in the sky. Oder wie ist es gegangen? The skies should brighten up during midday. So go outside and take in those precious rays. Good evening, this is Cloud. Immer noch, okay. Okay. Also, ich muss das Wort finden, genau, für hier. Shit. So. Dann wird der immer noch... Okay. Okay, jetzt muss ich... Jetzt ist schon wieder nice.
Hey, ich komme da gar nicht mehr rauf. Okay, jetzt, vielleicht muss ich noch ein anderes Wort finden. Oh, kill. Kann ich etwas killen? Nein. Das ist ein zu herziges Spiel, als ob ich etwas killen kann hier. Also wirklich. Im Endeffekt, genau, das habe ich auch. Okay? Also es kommt mir jedenfalls schon sehr bekannt vor, ein paar Ziele. Gell, irgendwie schon. Geh mal googlen, das Busbuch. Vielleicht finden wir einen Love-Song, der irgendwie ähnlich ist. Machen wir noch Nacht. At night we expect a slight drop in temperature. Okay. But don't worry, tomorrow the sun will shine just as bright. Das ist, wenn wir die Nacht da am Auge geben. Oder müsste ich eigentlich schlafen oder könnte ich eigentlich durch? Nee. Is it that late already? Goodbye. Ja genau, jetzt kann ich hier durch. Perfekt. Jetzt kann ich vielleicht sogar auch rauf. Ja, sehr gut. Okay, aber nice scheint nicht das Wort zu sein. Da, it's great. It's great. Perfekt. Das ist das Wort, das wir natürlich gesucht haben. No one ever wrote a song about me. Ach, du bist meine Muse. Wir sind die Muse von jemandem. I was just thinking about you and the song basically wrote itself. Das ist doch nice. So herzig. Also, I like seeing you all cute and flustered. Ist das so? Okay, sie will, dass ich den Song nicht einfach nur gut finde, sondern dass ich ihn liebe. Like is not enough for me. So. Okay, oh yeah. Soll sie mir ihn vorsingen? Okay. Sie ist eine Lady heim. Sie will uns den Song vorsingen. Sie ist eine Lady heim. Okay, und sie ist wahrscheinlich sick of cat pics to look at. Okay. Haben wir irgendwie etwas, was wie sick ist? Clear. Doch nicht. Nothing but clear skies ahead. Okay. Aber das ist vielleicht das einfach so der Word, das wir brauchen. Was ist mit Blush? Gibt's nicht. Okay. Und Neat? Neat können wir ja eigentlich. Ist das? Okay. Passiert nichts. Also machen wir noch. Machen wir dann mal das da hier. Ich weiß auch nicht, ob das. Das stimmt auch nicht. Ja, aber ich würde sagen. Die Schnelle habe ich keinen Song gefunden, aber irgendwie wie ein Zusammenschnitt von ein paar bekannten Songs. Es kann auch gut sein, ja. Total. Hey. Was hat sie denn? Boring kann ich ja nicht auseinandernehmen. Das Wort ist ja schon anders geschrieben. Also tired wäre ja vielleicht noch irgendwie ein Wort. Also er hat jetzt, normal sagt man ja I'm sick or I'm tired, also sick and tired. Aber das sehe ich hier irgendwie nie. Ne?
Oder halt einfach Zufall, wo viele Strophen in ein paar Songs vorkommen. Ja, und vor allem tönen doch so Love-Songs immer irgendwie ähnlich, nicht? Vor allem so zwischen den, also so die einzelnen Ziele. Hä, also das sicher nicht. Love haben wir ja schon gehabt. Was für ein Wort könnte hier reinpassen? Weird. Ja, aber so Songs sind doch immer alle ähnlich. Egal ob von der Melodie oder von den Dingen her, von den Strophen. Bin ich echt... irgendwie finde ich es gerade nicht. Aber es müsste doch irgendwie etwas mit... Also Board ist es sicher nicht, weil das ist ja... Es wäre falsch geschrieben. Sitting auch nicht. Es müsste doch irgendetwas... Aber irgendetwas irgendwie... Wie sick and tired oder irgendwie so etwas. I'm old! Ah nein, auch nicht. Ich dachte so, hä, old? Ich kicke jetzt einfach jedes Wort, das irgendwie könnte Sinn machen. Oder wo genug lang ist, sagen wir es so, dass ein anderes Wort könnte daraus entstehen. Aber ich finde echt... Ich finde echt nichts, Mann. What the hell? Spuspu, helf mir! Hä? Wie funktioniert das Game genau, dass ich helfen könnte? Kennt man jemanden von den Entwicklern? Nicht direkt, nein. Aber indirekt. Also das Spiel funktioniert so, aber wir haben da die Briefe oder beziehungsweise eben das Geschriebene. Und mit den Wörtern kann man interagieren. Teilweise kann man Wörter anschuten und dann gibt es neue Wörter, also dann geht ein Teil der Wörter geht fort. Das muss natürlich aber dann immer noch korrekt geschrieben sein. Und dort, wo die Sternchen sind, so, da oben im Text, wo wir jetzt müssen antworten müssen, also im Chat, dort müssen wir jetzt ein Wort drin tun. Und das müssen wir hier finden. Und das muss ja aber irgendwie Sinn machen vom Satz her. Und ja, entweder müssen wir das Wort, das wir einsetzen können, entweder finden, indem man es eben irgendwie anklickt. Change images to find the words you need. Okay, vielleicht muss ich effektiv nochmal irgendwie mit den Dings interagieren. Aber, also mit der Woche, aber vielleicht auch nicht. Das habe ich doch eigentlich vorher schon gemacht. Ausser die Sonne, die doch ein bisschen Liebe. Wir können der Sonne natürlich, also beziehungsweise der Woche natürlich auch ein bisschen Liebe geben. Wenn wir das mal machen. Oh, Jesus Gott, okay, ja. It's that kind of perfectly sunny day we all love. Ja, aber es ist ja immer noch da. Es ist ja nicht weg. Das ist, ich denke, mit dem Auge wird ich jetzt auch nicht mehr interagieren können. Das wäre ja auch komisch. Aber mit den Zeichnungen und so, oder allgemein den Bildern. Nein, aber mit den Dingen ist es vorbei. Also mit dem Auge kann ich nicht mehr interagieren. Und das ist jetzt schon zu. Also hat das Spielprinzip ein bisschen begriffen.
Wo hier, das ist zum Beispiel Rain, das kann ich jetzt nicht verwenden. Wo ich kann es nicht anklicken, es entsteht ein neues Wort daraus. Und es ist auch nicht angemarkert mit dem Gelb, mit dem Grün hier, mit dem Marker. Ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht irgendwie clear machen kann. Nein, immer noch nicht. Ah. Nein, es hat eben weder sick noch tired. Obsessed hat es aber auch nicht. Das ist eben so ein bisschen... Also ich gehe nochmal ganz rauf. Killen kann ich es aber auch nicht. Das ist halt das. Also, ich habe diese Wörter zur Verfügung. Du könntest jetzt von diesem ganzen Text irgendein Wort nehmen. Ja, boring. Es ist eben so, das Wort boring ist ja so ausgeschrieben. Und es ist nicht grün hinterlegt. Das bedeutet, dass ich es nicht so nehmen kann. Durch das Wort, also wenn ich es anklicken würde, ja einfach gewisse einzelne Buchstaben weggehen. Aber dann wäre es ja falsch geschrieben, wo es wäre ja ein Board. Und das wäre ja falsch. Darum kann ich das nicht verwenden. Aber ich habe ja eigentlich wirklich jedes einzelne Wort mittlerweile angekickt. Und irgendwie will Case. Irgendwie will kein einziges Wort das Wort sein. Old? Old ist es aber auch nicht. Nice. Kann ich auch nicht verwenden. Arg oder so wird keinen Sinn machen. Killing geht auch nicht. Killing me softly with this song. Rain down geht auch nicht. Tonight kann ich nicht mehr brauchen, das ist schon ausgeraut. Verse geht auch nicht. Like. Summer geht auch nicht. Sun kann ich auch nicht brauchen. Shining geht leider auch nicht. Darum eben, also ja, irgendwie jetzt halt langsam, ich habe jetzt wirklich jedes Wort austestet und irgendwie funktioniert keins. Und dort, wo es ausgeraut ist im Text, musst du auch noch was drin tun. Nein, die Wörter habe ich aber schon benutzt. Und dadurch, dass man die Wörter nur einmal darf benutzen, ja, kann ich es eben nicht mehr, also kann ich es jetzt nicht mehr verwenden. Hat geht oder nicht. Out. I'm out of cat pics. Ach so, sie hat gar keine mehr, was ich anschauen kann. Oh, Jesus Christ. Okay. Okay, sie hat gar keine Bilder mehr, die sie noch anschauen kann. Ach Gott, okay. Also, sie bringt Pizza und ihr Charming selbst mit. Das ist doch schön. Ja, logisch. Bei euch war natürlich die Kamera davor und ich habe gar nicht daran gedacht, dass ich noch dort rüber könnte gehen. Aber eigentlich macht es total Sinn, weil ich habe ja extra den Regen weggemacht. Also von dem her, ja. Aber merci vielmals, Busbu, fürs Helfen. Okay. Puh. Hey, Lia. Lia ist unsere beste Freundin. Hey, Lia. Good timing. Oha, warum? Für was? I got something good. I got some good. Good was? News. Sehr gute News. Entschuldigung. Da. Let's go. Ja, bitte, bin ja eine riesen Hilfe gewesen. Ja, mal schon im Fall. Es hilft so oder so. Also egal. Es hilft. I got some good news. Ooh, tell me. Alex will take me to the graduation dance. Ooh, I knew the two of you would get along. Yeah, we do. Ja, und das Beste hast du noch gar nicht erzählt. Hallo, das ist deine beste Freundin. Bring the juicy stuff.
More than a friend to me. Aha. Wo ist, oder irgendetwas Ähnliches. Haben wir irgendetwas Ähnliches? Ja, der Tunge ist Friend. Ich habe es gefunden. Ihr seht es halt gerade nicht. Aber es ist hier. So. Aber das sind so die obvious Wörter. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich glaube, das ist effektiv... Ich muss sagen, ich finde es ein mega gutes Spiel, um auch ein bisschen Englisch zu lernen. Oder zum wieder mal also so ein bisschen, also ein bisschen auffrischen. Vor allem, eben, wenn es darum geht, zum Wörter finden und so weiter. Und die richtigen Wörter finden. Und ich glaube, das Spiel ist sicher das Spiel, das ich würde spielen würde, wenn ich ein Kind hätte. Wo eben, ich meine, du lernst spielerisch Englisch, was willst du mehr? Oh my god, that would be so cute. Don't worry about screwing things up. Just be yourself and all that stuff. Ja, sure. Es kommt immer gut, sich selber sein, gell? Ja, das ist natürlich auch krass. Oh mein Gott, stell dir vor, die hat einen vollen Crush und sind so, also die kommen so langsam mit dieser Person so zusammen und so, also entwickelt sich Stuff. Der schreibt einen Song über euch oder sie und drinnen steht einfach, also bist du einfach selber beschrieben als du bist super nerdy und super schüchtern. Denkst du so, ja cool, danke für nichts, I guess. Ey, Schmarz, wie geht's dir? Salut, salut. Ja, Alex hat einen Song über uns geschrieben. Ja, ich glaube, solange sie noch Songs über uns schreibt, dann kommt alles gut. Also, und fühlt dich nie schlecht, genau, fühlt dich nie schlecht, etwas zu machen, was als nerdy oder schüchtern überkommt, wo es gibt anscheinend Leute, die das cute finden. Also von dem her. Oder sagen wir es so, die richtige Person wird es cute finden. So. Darum. Das Game sagt sogar einem, also sagt dem Spieler so, hey, bist du selber. Wo irgendjemand da draussen findet genau das toll. Das ist so cute. Wir hacking smart, ja. Nice. Oh, Unixorn. Das ist ein Virus. Oh no. Ach nein, sie hat ein Virus installiert. Ein Trojaner. Durch all die huren Katzenvideos und Fotos, die sie angeschaut hat, hat sie sich einen Trojaner eingespannt. Aber hey, im Fall, no joke. Ich habe meinen Arbeitslaptop einiges Mal meinem damaligen Freund zum Auslehnen gegeben und der hat ein Hamsterfoto angeschaut. Der hat uns sogar gezeigt. Er hat uns irgendetwas zeigen wegen einem Hamster. Don't ask me why. Also es war so an einem Familienessen. Er hat nur einen Hamster uns zeigen. Dann hat er schon einen Trojaner sich eingefangen. Also mehr mit auf meinem Laptop. So Zeug, da denkst du wirklich so, Mann! Oh, wow, es ist mir erst jetzt aufgefallen, dass die Lia von Fungen kommt. Auf da hat ein Haar gefällt. Aha, Kund, ich weiss, was du meinst. Hello, I'm Unixorn, your friend, and not a virus at all. Not a virus. Totally not a Trojan virus. Damn, man. Remove. Kann ich das einfach removen? Nein, ich kann gar nichts machen. Click here. Ich kann da durch Dings durch. Okay. Living in a dump. Need a fixer-upper or a new pretty house. Code red. All your data is lost. Click here for a recovery. Ja, genau. Was habe ich hier noch? Armored Armadillo. Oh, corrupted antivirus Armadillo. Oh no, aber du musst mir doch helfen. Oh, it's good that you're here. Something bad happened. It looks like everything is corrupted, even me. Try to repair me again so I can fight whatever this is. Okay. Und das machen wir wie? Können wir es rot machen? Also ich probiere jetzt mal so ein bisschen die obvious Sachen aus. Hier, red. Code red indeed. We need to find out what happened to your computer. Also, das schaffen wir. Aber ich meine, sorry, ist es nicht einfach genial gemacht? Die Idee ist so simpel, aber so gut. Mittagsschlaf vorbei. Wenn fast Stefy verpasst. Ja, das wäre natürlich traurig. He?
Da, recover. Können wir das machen? Da, schau. Geht's jetzt besser? Ja! Hat funktioniert. Nice. Potential risk located. Aha. Alright, let's find out what you're dealing with. Do you think the unique sword is the threat? Yeah, it looks safe enough from here, but why is it wooden? Oh Mann, ernsthaft. Also da drinnen steht noch pretty. Können wir es pretty machen, oder was? Ah, damn. Oh mein Gott! Jetzt haben wir ein pretty Armadillo mit einer hübschen Fliege. Eine blaue mit weißen Sternchen drauf. Eieiei, so gut. Aber hey Martin, wie geht's dir? Hast du einen guten Mittag gehabt? Alright, let's find out what you're dealing with. Okay, immer noch. Können wir etwas fixen? Also ich glaube sicher nicht. Genau, nicht. Gehen wir mal nochmal da oben her. Cats. Können wir No Dogs. Können wir ihm Katzen geben? Sure, thanks. Okay. Anscheinend nicht. Können wir mit ihm reden? Nein, okay. Dann gehen wir wieder. Gut, das bringt eh nichts. Aber hier können wir nichts machen. Aber im Armadillo können wir vielleicht noch Katzen geben. Kommen wir durch die Türen durch mit dem Wort? Kommen wir? Geil. Willst du noch Katzen haben? We don't have time for this. Aber es ist cute. We need to find out what's wrong with your computer. Aber Katzen! Oh my god! I mean, I need more cats. Das ist immer besser mit Katzen. Das Internet ist auch besser mit Katzen. Also hier, take one more. Two more. So geil. Oh mein Gott. Es ist wooden. Maybe musst du mit einer Firewall beenden. Nein, nur mit Fire. Das ist genau das. Oh mein Gott. Wo hat's... Ah, Firewall, da unten. Wir gehen Fire holen. Das ist ein guter Plan. Wir gehen Feuer holen und zünden es einfach an. Perfekt. Was willst du mehr? Hier, nimm das. Oh, fuck. Das ist das hier. Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe. Aber hey, okay, wir können das jetzt nicht brauchen. Okay. Man kann nie genug Büsis haben. Genau, finde ich auch. Und Feuer. Feuer können wir immer brauchen. Ich kann es cute machen. Oh Gott. Find cute girls in your area. Nein, bitte nicht. Oh mein Gott. Erase. Autsch! Ah, erase. So, nicht erase. Erase wahrscheinlich. Okay. Unwanted. Das können wir nicht rausnehmen. Remove. Nice. Haben wir da noch irgendein Wort, das man eventuell benutzen könnte? Dog. Nein, wir wollen lieber Katzen. Finde ich fair. Haben wir da Fix? No Fix, only download. Aber das ist gleich weg, das ist gut. So gut, das ist so herrlich. Also es tut mir leid, aber ich finde es wirklich gerade echt gut. Terminate. Hier, terminate! By me! Ja, warum nicht? Da, destroy. Oh mein Gott. Tschüss! Die Lied hat es auch noch. Ja, voll, es hat echt viele Wörter tatsächlich. Close hat es auch noch. Uninstall hat es auch noch. Jetzt hier noch.
Location unknown threat. Noch irgendwie dort rüberkommen. Ah, Mist. Andere Seite. So. Muss nämlich hier runter. So, delete, genau. No! Haben wir es geschafft? Yay! Sehr gut. Wir haben den Virus erfolgreich bekämpft. Der Trojaner. So gut. Ich liebe das Armadillo mit der Katze und der Fliege. Es ist so toll. Oh, well thought. Your computer is safe again. Please be careful with what you download from the internet. It wasn't other fighting by your side. Du hast gar nichts gemacht, literally. Du bist nur rumgehockt und hast mit Katzen geknuschelt. Okay, mehr kann man nicht machen. Also, gehen wir. Aber ich habe es gerade ein bisschen gefeiert, muss ich auch sagen. Es ist noch gerade ein bisschen Action ins Spiel gekommen. I like. Oh. Oh oh. Die Maddie, unsere grosse Schwester, ist pisst. Habe ich ihr irgendetwas weitergeschickt? Ach, good evening to you too. Mom told me you sent her money. Is that true? Aha, darum ist sie pisst. Ja, wir haben ihre Mutter, also unsere Mutter, die irgendwo in Peru mit ein paar Hipster-Kollegen rumchillt. Wir haben ihr Geld müssen schicken, wo sie kein Geld mehr hatte. Ja. I sent her some. Ja. Why? What's your problem? Ugh. Did she tell you she needs it? I don't know what she's gonna... What's your computer was infected by Unixorn. Ja, merci vielmal, Tacky, für die Info. Das habe ich gemerkt im Fall, ob es glaubst oder nicht. I recommend you don't download unknown programs or files. Ja, also so wie... WineWire. Was meint ihr echt? Ist der Virus, also der Trojaner, wegen den Katzenbildern gekommen, die wir gegoogelt haben, also die wir downloadet haben, oder wegen WineWire? Was ist wahrscheinlicher? Was haben wir hier noch? Also wahrscheinlich ist irgendwie, what she's gonna use oder so. Ja, use it for. Da heißt es Users, genau. So. Ups. Mitnehmen muss ich es natürlich auch noch. So. Maybe Peru was more expensive than expected, lol. You shouldn't have sent it. I think she's giving it to Paul. Wer ist Paul? Mit dem Meditationslehrer. Okay. Er ist shady. Oh je, oh je. Und unsere Mom ist hoffnungslos devoted. Das ist natürlich auch nie gut. Okay. Okay. Zephyros. Also, wahrscheinlich brauchen wir irgendwie das Wörtchen Crush oder so. Wind. Moment, wenn ich dem jetzt Wind... Oh Mann. If I breathe, I am calm. If I stretch, I'm strong. I'm trying to breathe away my stress. You should try it sometime, my child. I can't talk to you right now. I'm stretching. Dude. Also. Winds of Tranquility to Sephiroth. Paul Gladly. Der Paul Gladly. Okay, also der Meditationslehrer von unserer Mutter, wo anscheinend Geld von ihr bekommen hat. Da sprechen wir ihn mal auf unsere Mom an. Your mother is such a spiritual woman. I really enjoy teaching her. Ja, das glaube ich dir, ja.
Ah ne, warte, das habe ich jetzt gut gemacht. Da, fold. Oh. Super, das kann ich durch. A flexible body is the key to a free spirit. Ja, eine Flexibility jetzt auch. Oder flexen der jetzt hier eins. Sometimes the answer we need will come to us. Okay. Ich kriege einfach mal alles an. Es kommt immer gut. Oh, ist das süß! Oh mein Gott, wie cute. Hello! Der Puffisch. Oh, das habe ich gar nicht wollen. Eigentlich mit dem reden. I apologize for the bubbles. I feel a bit bloated. Probably ate something fishy. Oh nein, wie süß. Kann ich ihn wieder dünn machen? That feels better. Oh mein Gott. That feels much better. I still feel a bit guilty for blocking your way. Aha, ja stimmt, der ist immer noch im Weg, hä? Ich quatsche ihn mal auf seinen Kult an, den er hat. Don't be silly, child. We're just a group of like-minded people. Aha. Also, jetzt, wir müssen... Was ist mit diesen... Warum ist hier Crystal? Aber komme ich eben noch gar nicht, hä? Relax everyday. Was die Mann, das ist nicht Crush. Was willst du crushen? Willst du etwa den Fischi crushen? Ah nein, logisch nicht. Unsere Mutter hat einen Crush an ihm, so. I've got a interesting feeling. Like you don't have to pass me just yet. Ja, habe ich auch. Nenne ich das. Da, Crush. Maybe she has a crush on him. Das ist das Wort, das wir nämlich brauchen hier für 3. So. It's more than a crush. I think he is brainwashing her. What? Ist das nicht ein bisschen extrem? Because for her, there's only the meditation group, Paul and his stupid crystals. Ist das nicht wie... Ja, man kann es natürlich als Hobby anschauen, aber wenn es überhand nimmt, kann es natürlich auch kritisch werden. He? Ja, oh Gott. Das ist so typisch. Sie studiert Psychologie und weiss jetzt alles besser. She's literally obsessed with that stuff. No criticism allowed. They follow Paul like blind sheep. Matt, you sound like a total conspiracy theorist. Are you saying Paul's group is a cold? Wir haben das Wort schon vorher gefunden. Juhu. Da. Das nehmen wir mit. Hier. Ach, immer die Questions. Ja, es ist ein Kult. Also ich verstehe nicht, wie du das nicht kannst sehen. Anstrengend. Hä? Okay, jetzt fühlt es sich schlecht. Also wir fühlen uns schlecht, weil wir es nicht früher gemerkt haben. Okay. Ich bin zu selbst absorbed. Well, thanks for nothing. Oh Mann. Unsere Schwester ist auch nicht wirklich nett zu uns, hä? Holy shit. Sorry, dass ich Gefühl habe. I don't want her to join a cult machine. Mom. Oh, jetzt sind wir voll sad. Oh no. Ja, wer will das schon? Okay, finden wir ein bisschen mehr über Paul raus. Und wir sollten ein bisschen mehr uns um ihre Interessen kümmern. Vielleicht öffnet sie sich dann uns gegenüber ein bisschen. Das ist doch ein guter Vorschlag. Und unsere Schwester natürlich so, nein, wir müssen sie zwingen, dass sie wählt. Sie muss wählen zwischen uns oder ihm. Wow, super, du bist eine gute Tochter, wirklich. Hey, nein. Die Mutter sagt, ja, in dem Fall, ihr seid alt genug, kümmert euch um euch selber. Oh Mann. Hat es irgendwie ein Los oder so?
Also Stress ist es nicht. Ich denke was loose, ich glaube es nicht. Hier kommen wir ja noch nicht vorbei. Also muss es irgendetwas sein, das oberhalb ist. Können wir nochmal mit ihm reden? Hurt your mother from me. Warte. Hä? Force ist vielleicht noch. Was könnte es noch sein? Es gibt gar kein Wort mehr. Auch nicht etwas für einen Pufferfisch oder so. Kommen wir hier gar nicht durch. Hey Fischi. Ah, komm mal hier runter. Oh mein Gott. Komm hier doch runter. I'm glad you can pass through now. Where am I anyway? That's not the ocean. I'm on the internet? That's the first time I'm... Was Hurring? Oh Gott. Hurring von Hering. Oh mein Gott. Da, I don't want control, Mom, ist es wahrscheinlich, hä? Genau. Und dann haben wir dann noch Crystal. Nice. Ich klicke die Wörter einfach mal an, dass wir wissen, ob wir es brauchen später oder nicht. Aber so ist es nicht. So. Control. Also, wir wollen unsere Mom nicht kontrollieren. So. Okay. Okay, wir sollen für einiges Mal trauen. I don't know, Leute. Unsere Schwester, unsere grosse Schwester, ist recht eine Nervensage. Okay. Okay. Yes, ist gut. Entweder unsere Mom... nein, umgekehrt. Entweder eine Mom ihre spirituelle Sekte sippen oder mehr. Sie muss wählen. Oh Mann, okay. In dem Fall. Ein Schaf. Und Katja. Ah, unsere Brieffreundin aus Russland. Yeah, how is it going? I was once again a bad peasant of Queen Mary's empire. Sounds like you need a revolution. Apparently I'm so self-absorbed that I didn't notice Mom joined a cult. Which, to be honest, is a bigger problem than Maddie being mean. That's just the usual. A cult? Sacrificing goats now, or what? Oh Gott. Tut sie etwa nicht Dings opfern, oder? Holy shit. Ah, so das Hippie-Ding. Meditation, Kristallrunen. Es ist immer so... Was, she's always been of that stuff. Character. Nein, doch nicht. Tell me where to go and I'll find blind. I'll blindly follow. Okay. Blind sheep is my name. I can't let you through here. I apologize. You can babble all you want, I'll stay. Okay. Also, irgendetwas da sein. Schauen wir mal, dass das Schaf zuerst mal wieder etwas kann sehen. Oh, I see. Was it that bad? So, können wir es mal mit dir. It's a shame I barely talk to my herd anymore. We should always be open with our loved ones. Ja. I'm so glad I can see clearly now. Bah. I should follow my own path. Ja, mach das. Umgang. Los. Es ist ab. Ah, warte, ich kann hier durch. Lol. So, ja, sie war immer ein Fan von so Stuff gewesen. Oh, okay, that sounds less violent. Yeah, it's basically just her meditation group. Oh, eine Meditationsgruppe kann zu einem Kult werden, meine Liebe. Maggie says her teacher is a cult leader or cult leader.
Zephyros.ch. Gibt es das echt wirklich? Aber ich denke mal nicht. Er sieht sehr spirituell aus. She literally buys all of his dumped products. Das ist natürlich schwierig, hä? Starlight infused water is not a good product. Weisst ja gar nicht. Der Glaube versetzt Berge. Und Dings, wie sagt man? Placebo funktioniert ja anscheinend auch. Von dem her, you never know, Leute. You never know. Okay, sie ist ein shady guy. Aber ich meine, es gibt auch Influencerinnen, die ihre 40 Döschen verkaufen. Für $100. Also von dem her. Oder mehr, ich glaube 1000. Ich glaube, das Badewasser war irgendwie 30 oder $40 gewesen, und 40 glaube ich 1000 gewesen, wo sie limitiert waren. Oder irgendwie so, keine Ahnung. I can't just go up and... Es gibt alles. Das ist wirklich so. Und Starlight Infused Water ist jetzt noch so das, ich glaube, das harmloseste und leichteste von all denen. I can't just go up and... Mal schauen, was er... Die ist auch nicht. Secure auch nicht. Devotion Dependence auch nicht. Okay. Ich meine, ich würde gerne... Ja, am liebsten würde ich Kill rein tun, aber das ist definitiv, glaube ich, ein bisschen brutal. Apropos Starlight Infused, heute Abend sollen wir Sternschnuppen sehen. Wirklich, Schmarz. Das ist ja mega cool. Das ist echt nice. Ich hoffe, das schöne Wetter bleibt, dass man sie dann auch wirklich sieht. Also, Follow vielleicht. I mean... nein, doch nicht. Ein Schaf kicken. Wie sieht es sich damit aus? Ach, Jesus. Nein, logisch nicht. Hä? Rob? Nein, auch nicht. Hä? Devotion. Naja, das macht ja keinen Sinn, oder? Speakers habe ich aber auch schon probiert, das hat nicht funktioniert. Was ist, wenn ich aus dem Schaf ein Kult-Dings mache? Ich spreche mal das Schaf auf Kult an. Oh mein Gott! I don't know what you're talking about. Oh mein Gott. I'm so glad I can see clearly now. Ja, oh Jesus Christ. What have I done? Ich meine, es muss ja von Satzstellung auch Sinn geben. Can't just go up and... Und irgendetwas him. Speak him macht aber keinen Sinn. Manipulation das wird aber nicht funktionieren. Was wäre ja manipulate him, oder das schreibt man anders. Das hat aber auch nicht funktioniert. Cure him. Aber das habe ich schon ausprobiert. Es wackelt nicht mal, das Wort. Follow him. Nö, das geht auch nicht. Oder end him. Nein, schade.
End hat wirklich gut gepasst. Mann. Hä? Also ich kann ihn nicht ausrauben. Ich kann nicht mit ihm reden. Hä? Was kann ich denn noch machen? Hä? Ach so, oh mein Gott. Oh nein. So dumm. Oh nein. Okay. Das ignorieren wir jetzt einfach alle, bitte. Oh mein Gott. Okay, okay. Maddie, unsere grosse Schwester, weiss ja, wie die Sachen gehen. Und darum, ja. I don't know, it just felt super bad for not noticing everything. Anything bad was going on. So I didn't oppose her, I guess. Ja, super. Jetzt hat unsere Schwester, unsere Grosse, uns davon überzeugt, dass es ein Kult ist. Und jetzt müssen wir unsere Kollegin, also unsere Brieffreundin aus Russland davon überzeugen, dass es ein Kult ist. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Ah. That is scary. So I just kind of accepted her theory. Wow. I didn't have to ask for a better one. Wahrscheinlich didn't dare, oder? Ja, genau, der Unge. Ich hab's gefangen! Dare. Hier ist es. So Sachen sind dann wiederum einfach. If I were you, I'd ditch Maddie away and talk to your mom directly. Mom doesn't like it when we question her weird hobbies. Das ist natürlich auch geil, wenn man nicht einmal mit der Mutter über ihre Hobbys darf reden oder sie irgendwie ein bisschen darf kritisieren oder so. Ich meine, sie schließlich auch plus minus Teenager bis zu erwachsenen jungen Frauen. Also ich finde, da darf man doch wenigstens bei der Mutter mal ansprechen, wenn man etwas komisch findet. Usually people with weird hobbies love talk about them. Das stimmt auch wieder. Das ist euch sicher auch schon aufgefallen. Normalerweise reden Leute eigentlich sehr gerne über ihre komischen Hobbys. Also haben wir eigentlich auch machen, aber unsere Schwester ist da ein bisschen grantig unterwegs. Ja. Und ja, eben, also unsere Mom geht zwingen, also ihr ein Ultimatum stellen, dass sie sich entscheiden muss zwischen ihren komischen Meditationsfreunden und uns. So Zeug kommt nie gut. Ultimata sind immer scheiße. Ja, logisch, wenn man nicht, dass sie verletzt wird, oder? Ich meine, das ist ja obviously. By literally manipulating and controlling her. Ja, well. Das ist schon über komische Hobbys. Hast du überhaupt komische Hobbys? Ich bin Streamerin, Mann. Das ist doch das komischste Hobby ever. Nein, also ich glaube, jeder, der irgendwie live streamt auf Twitch, hat irgendwie einen Schaden. Anders geht's ja nicht. Also nicht einen Schaden, aber halt so eine leichte Ecke ab, nicht? Sonst habe ich eigentlich nicht so komische Hobbys, glaubst du? So, also. Was müssen. Als ob unsere Mutter, die so verblendet ist, würde selber sehen, dass sie in einem Kult feststeckt. Das bezweifle ich. Oh Mann, ernsthaft. Ach, Herr Jemine, das kommt nicht gut. The dogma. Anyone who dares to question the cult's teachings will suffer repercussions. Oh Mann. Secrecy. As no critical information about the cult is revealed to the outside world, especially if it could hurt its reputation. Aha. Können wir da eigentlich auch noch etwas machen? Jetzt müssen wir mit der Mutter reden. Oh Jesus.
honey. Can't talk right now. I'm in my astral body. Please, let me finish this, okay? Okay. Ach, Jesus. Können wir das irgendwie... Ich weiß nicht, können wir es revealen? Ich glaube es nicht, oder? Ah, jetzt... Ah, if you say so, Sephiroth. Oh, Jesus. Oh, ganz viele neue Wörter. Holy shit. Ja, schade. Ja, smart. Nein, ich finde einfach, jeder, der auf Twitch streamt, hat einfach so kleine Ecken ab. Anders geht's gar nicht. Wenn du keine Ecken ab hast, kannst du gar nicht auf Twitch streamen. Das ist meine Meinung. Und wenn ich würde sagen, ja, du darfst selber zu mir auch, dass ich Schaden habe. So, also, Question. Was passiert da jetzt? Es ist nichts passiert, okay. Es ist wie outside. Oh. Da sind viele Wörter verloren gegangen. Also, ich mal etwas Kritisches sagen. Das hat... Oh, shakt ja mega. Oh mein Gott. One new email. Aha. Hey, was passiert hier? Oh. Oh, we want people with... Wait, Katja. Was sind wir angenommen worden? Oh mein Gott. Sie blockt voll ab. Yep. Das ist übel, hä? I got news from the internet thing. News, wo ist das Wort? Because you've just been accepted. Woohoo! Ja! Wir sind ja akzeptiert, also wir sind angenommen worden. Wir haben uns ja letztes Mal beworben. Ready to fight with math? Nein. Overconfidence is bad. It was bad in a fight. But don't question yourself too much either. If you want to reach your goals. Okay. Well done, Sarah. You're in. You seem like a girl who knows exactly what she wants. Ja, voll. Confident young women like you are what we need. Nice. Okay. Jetzt muss ich da noch schnell... Also ich komme nicht weiter wahrscheinlich, hä? Ja. Also, mal schauen. Wie kommen wir jetzt hier durch? Doubt... Auch nicht, oder? I never doubt myself, but I'm also not real. Ja, aber das ist natürlich einfach. Das ist, wenn wir hier das eingeben. But I will be demanding. It will be demanding. You might be overwhelmed. And is programming even something you wanna do? Oh nein, ja. Natürlich. Entschuldigung. Haben wir irgendwie... Da fällt irgendwie ein Wort, kann das sein? Fällt da irgendwie nicht irgendwie... ein Wort. Ah nein, God accepted ist es. Also dumm. Here we go. What? Ja, der Gladiator Princess Thing, yes. So gut. Wir arbeiten jetzt an einem Game mit einer Gladiatoren-Prinzessin. To work on the... Was für ein Game? Kena. Oder das Princess Game, nein, es soll Kena Game heißen. Nice. Yay, congrats! Yes, wir können es auch nicht glauben. Voll cool.
Und jetzt hat sie wieder Selbstzweifel. Mann, Teenager sein ist so anstrengend. Seriously. Oh Mann. So, jetzt geht es auch wieder um unsere Mutter. Gut. A real game company is probably not a good place for me anyway. Oh Mann, warum glaubt sie jetzt das denn schon wieder? Also, ach. Natürlich ist es Familie und nicht Mädchen. Du musst noch viel lernen. Noch sehr, sehr viel. I feel like I'm abandoning them for some dumb pipe dream. Es ist kein dummer Pipe Dream. Seriously. Mann, Leute, spielt das Spiel und nehmt es ernst. Echt, hä? Unsere Schwester schießt uns wieder zusammen. Hey, das ist ganz ehrlich. Scheiß drauf, was deine Schwester dir sagt. Oder deine Mutter ist ja eh nie da für dich. Mach einfach das. Du wirst es schon bereuen, dein ganze Leben lang. Es ist literally saying, do what I say or you lose your mom. Das ist natürlich schon, ja. Zum Glück hat man Freunde, mit denen man über so Sachen reden kann. Von dem her, she does have a way of getting into my head. Definitiv, sie studiert Psychologie, das heisst, sie kann hure easy manipulieren. Look, you obviously don't have to listen to me, but please don't listen to her anymore. It's kinda reassuring that Maddie seems to have a solution to this problem. Naja, ich meine, der Mutter ein Ultimatum darlegen ist nicht die Lösung für das Problem, Schatzi. Wirklich nicht. Ist das 2 Ei? Follow her plans. Ich hoffe nicht. Aber auch schon. Leider Gottes. You're not alone, Sarah. You've got me. Und die andere Freunde und der Vater. Oh ja, zum Vater könnte man eigentlich wirklich auch mal gehen. Gut. Also. Da hat die Mutter abgeblockt. So, was passiert eigentlich, wenn man ihr hier die Prinzessin in den Kopf wirft? Haha! I can't defeat anyone, princess or not. Nice. Sie ist eine Prinzessin, Warrior-Göttin. Warrior-Prinzessin. Wie Xena in dem Fall, oder? Oh mein Gott, Xena. Kena. I know what you did there. I really know what you did there. Oha, sie schreibt einen Brief von Hang. Hey Katja, sorry for the late answer. Finals brought me to a standstill. I spent like a week altogether writing this. Alex, vor allem es hat noch andere Farben von den Kugelschreiber. Schon geil. Alex took me to the graduation dance. So romantic. We did quite the enchanting pair, but damn, Alex can be so intense. Moment, wie viel Zeit ist jetzt vergangen? 1. Juli. Ja, fast 3 Wochen, hä? Oh Mann. Schade. Congrats on the thing. Sorry, usually I'm more upbeat. Sehr viel Zeit vergangen. Kann ich es irgendwie enchanten? Oh mein Gott, wie cool. I'm such a fantasy nerd. I always got my head in the clouds. Okay, das ist witzig. Weiter bringt aber noch nichts. Ich muss zuerst hier schauen, ob ich da noch etwas finde. Still. Hä? Don't worry, I won't leave. I literally can't move. I'm more baloo off was ein Ballon. If you get what I mean. Oh, okay. Yes, ich weiß es so Mensch. Jesus. Also, was haben wir hier noch? Romantik geht auch nicht. Hands geht auch nicht. Just feeling a bit flat at the moment, sorry. Das sind 2 verschiedene.
Kann ich still den in dem Fall am untersten geben? Geht das? Irgendwie. Nein, geht nicht. Okay. Aber kann ich ja auch nicht. Okay, jetzt müssen wir wieder jedes einzelne Wort suchen. Ernsthaft. Eieiei. Katja. Kat geht ja nicht, das schreibt sich anders. Sorry for late answer. Hä? I mean, ich kann literally nichts machen. No! Help me, please. Hä? Ach so, Air. Ah. Okay, hier hast du ein bisschen Luft. Woohoo, Air. Nice. Hop down right next to me to continue. I won't just pop, promise. Okay. Da. She always had this irritational belief that I was perfect or whatever and wanted to move things along at light speed. I mean, I didn't want to snub her or anything, but I just had to tell her to slow down. Sarah, my perfect princess. Oh my god, das ist schon wirklich sehr intensiv. Let's talk about our future, because it will be fire. Ach du meine Güte. Oha, oh shit. Okay, wow. Das ist natürlich schwierig, wenn du jemanden so siehst. Hä? Rational belief. Was haben wir hier noch? Perfect, I need whatever. Hey, nein. You are just so perfect. Please never leave me. Oh, das kommt nicht gut. Das ist wirklich ein bisschen toxisch. Ach du meine Güte. Eieiei. Ah! Entschuldigung! Würdest du mich bitte in Ruhe lassen? Ah, nein! Okay, ich komme nicht weiter. Kannst du bitte ein bisschen rational denken? Merci. Oh yeah, I got a bit too intense again. Lol, sorry! I'm like so sorry for being weird. I'm just so freaking excited about you and about us. Okay. So I don't think I'm annoying now because usually I'm like totally chill, you know, right? Ja. Ich bin mir da nicht so sicher, aber vielleicht... Slow. Slow, Alti, slow down. Oh, was I talking too much again? I'm sorry. Anstrengende Angelegenheit, hä? Was haben wir hier? Still. Maybe you could use that on your mom. Fair. Wait, kann ich auf ihre... Oh, nett, okay. That was encouraging. So I wanted to also confront mom about her holy cult. But it's impossible to get on hold of her. I wasn't confident that she wouldn't just run off again, but I needed to know. Ach du meine Güte. Gibt es jetzt ein Break-up? Ich denke noch gerade nicht, Schmarz. Ich meine, bevor man sich gerade trennt, tut man natürlich zuerst mal nochmal reden, nicht wahr? Alright, I'm off. See you later. Oi. Oh Gott. Es ist einfach ein Geist. Kann ich so irgendwie... Lol, okay, jetzt ist es einfach weg. What the hell? Wo ist der jetzt her? Hey? Also hier haben wir, da kommen wir nicht durch wegen der Dings, wegen der Wellen. Ne? Also was haben wir sonst noch? Still. Wir können das Wasser mal ein bisschen beruhigen.
Sieht so. Das stimmt, aber es hat ziemlich gruselig ausgesehen. Ja, ich weiß genau, was... Oh shit, ich hätte auf ihre Hand können hüpfen. Egal. Da. Oh nein, shit. Alright, sir, what is it? Uh-oh. Come on, I have to take care of something. What do you want to talk about? There is something I need to do now. Something about my meditation group you wouldn't understand. It's a holy. I'm not enlightened yet. Come on. Oh mein Gott. Jetzt kann ich runter. Okay, lol. Die Wellen sind fort. Confide. Oh Gott, das heißt Confide. Funktioniert das echt? Tell me about Peru. Zephyros, I mean Paul was such a good teacher, but in Peru he showed his true colors. Aha. Oh oh. Oha. Oi. Okay, sie sind nicht mehr so begeistert von ihm, oder was? She told me that she liked their leader Zephyros, but that he also seemed kinda dubious. Also dubios. So now she's looking for a new group. Seems like it wasn't that deep. Mit allen Kristallen und so, okay. She said she's ready for some reorientation. Lol, let's hope they're more normal this time. Oh nein, das ist irgendwie gemein. Aber ja, ich verstehe es voll. I don't want to be all obsessive again, but I think I'd be really neat to spend more time with you in the near future. How about you? Ja, in the near future ist okay, solange du deinen Lebensplan machst und so. The future is as bright as the promises of the universe. Promise of the universe. Aber schon irgendwie mit ihr reden oder so. I'm so sorry you and Maddie were worried about me. Trust me, I'm much too unruly and stubborn to be in a cult. Haha. Say sto! I thought you didn't want to hear anything about my little hobby. That's why I didn't tell you much about it. I guess that was wrong. Paul is all about money. There's nothing spiritual about him. That's why I'm throwing out all his stuff. Gut, das tönt doch wunderbar. Das tönt doch echt gut. Dann haben wir noch das da hier. I can't believe I was such a fan of Zephyros. I'm so sorry you were worried about me. Genau. Okay, das haben wir schon gehabt. Da, Reorientation. Da, Mameli. Don't shut me out again. I won't, but I also want to know more about your life. So, what was that again about this internship? Ist das die letzte Ding übersprungen? Damn. Okay, wenn wir jetzt über unsere Future reden. Let's talk about our future. Also ja, my future, maybe. Future is as bright as the promise of the... Ach so. Okay. But that doesn't mean I blindly follow every teacher I meet. Okay, but I see now that I wasn't open enough with you and Maddie. I want to hear some people think we're made of stardust. Was? So we want to hear why some people think we're made of stardust? It's a lovely theory I was reading about. Nein, ist gut. Aber ich glaube, im Moment ist alles ganz solid, so wie es aussieht. Darum gehen wir einfach mal weiter, würde ich meinen, oder? Und irgendwie... Eine Abkürzung, nein, schade. Also. Ich glaube, im Moment ist alles wieder gut so weit. Gehen wir weiter. So. Normal. Oh. Oh damn, das ist die Maddie. Oh no! Oh. Also das links sind wir. So. Aber ja, das ist klar, dass Maddie hier mit dem Spiel ist. Ach nö. Maddie said I need to stay and keep an eye on Mom, but I don't want to control her. Then again, I couldn't forgive myself if something bad happened to her. I feel like I'm the worst. Just for FYI, it's not like she's mean or disagreeable. It kinda makes sense. Maybe I am selfish, you know? Please let me know what you think.
Disagree. Agreeable. Öffnen wir es in mal Kopf. Oh mein Gott. Stupid, self-absorbed, useless, uncaring. Okay, ja, cool. Tolle, grosse Schwester haben wir. Danke für gar nichts. I am agreeable. I interrupted my studies just to come here. Holy shit. All because you didn't listen to me. Entschuldigung? I don't want us to live under Her Majesty Queen Maddie's guardianship again. I want her gone. Oha. Das können wir eigentlich uns geben, oder? Haha! You're awful to me, Maddie. Stop it. Ja! You can do it! Stang für dich! Sehr nice. I still want to give Maddie another chance despite her behavior, but maybe we need some distance first. Maybe for a very long time. All the best, Sarah. Ganz ehrlich, yes. Here. I'm done talking to you. Whatever, I don't even care. Ja, aber wenn du don't even cares, dann verpiss sie aus meinem Leben. In ein paar Jahren vertragen müssen sie das schon wieder. Ganz ehrlich, manchmal muss man einfach ein bisschen Distanz zwischen sich und der anderen Person bringen. Das ist doch meistens so. Oh je, oh je. Du Arme. I won't let Maddie talk to me like that ever again. Sehr gut. So. Ja, follow your dreams. Finde ich gut. Ich komme da gar nicht raus. Rauf. No! Entschuldigung. Also, ich will die Internship machen and I'm not going to let Maddie tell me that's selfish of me. Hey? Nein, bitte nicht. Sie studiert ja, was sie Bock hat. She has always put me down to make herself feel better. But that's over now. I won't listen to her anymore. Nice. Ich muss nur noch etwas finden, wo ich hier rauf kann. Ich komme nicht rauf. Das ist sad, Mann. Future. I want was irgendetwas. R-E-S-P-E-C-T. I deserve respect, self-love. Exactly, ja. Die Hand hat mich aber nur auf die Ziele gebracht, wo ich jetzt schon stehe. Right, I allowed to follow my dreams. I'm worth being happy. Yes, girl! Danke vielmals. Tschüss. Nice! Sehr schön. Teddy Theodora ist schon immer noch da. Ui, sie ist aufgewandert. Wir sind in einem neuen Zimmer, so wie es aussieht. Und wir haben die Haare geschnitten. Epilog! Oha! Das heisst, wir sind gleich fertig, hä? Congrats, you escaped the dungeon. Sarah, working with you was a pleasure and we wish you all the best for the future. Aww. Peter, Sarah, Anna, Chris, Greta, cute. 2005. Dafür haben wir abgeschlossen, hä? Und unser Internship beendet. Dear Diary, the last month of 6 p.m. games went by so quickly. I'll miss my coworkers, the office. I'll even miss Screamo, the office bird. Oh Gott, stellt euch vor, ihr habt so einen Papagei im Büro, der die ganze Zeit rumplappern ist. Oh wow. The only thing I won't miss are the conferences. Too loud and too many old suits trying to hit on me. What? Oh my god! No way! It's nice to see a young lady at a conference. Usually it's just dudes. Geht, yikes. Yikes. Das ist ja voll übel. Oh mein Gott. Haben wir irgendwie... Kann ich mit denen noch reden? Nein. Game habe ich auch nicht. Ich habe noch irgendwas Ear oder so. Nö. Quick. Off. Auch nicht. Jetzt habe ich es gut probiert. Habe ich Old Suits. Mann! Kannst du gar nicht brauchen. Wie schade. Ekelhaft sowas. Ja, gell, das ist wirklich enorm wüst. I love a woman who's into other things than makeup. Excuse me?
Let me know if you need a mentor. I'd love to help. Nein, please, go away. Ganz schnell. Oh, yikes. But of course, most of all, I'll miss my cool intern buddy Greta. My ray of sunshine in the Scandinavian winter. Man kann gar keine Wörter brauchen hier. Das ist effektiv nur so ein kleines Story-Dings. 2006. Jetzt kann man wieder Wörter benutzen. Da können wir vielleicht dann auch über. Hello, my darling. Did you get my new book? I know you will like this one. After all, you were a big Iceland fan when you were little. Give me a call when you get a chance. Hug and kisses, Mom. Don't listen. Priorities. Don't listen to Maddie. Find fun, shop, be honest, not polite. Okay. Das ist eine sehr gute Liste. Also vor allem the letzte Part. I like very much. Also be honest, not polite. Also ganz ehrlich, das ist eine Weisheit, die jede Person ein bisschen mehr könnte brauchen. Nice. Easter. Was ist mit Easter? I'm very excited for our pagan Easter celebration. Your father is coming too, by the way. Oha. I can't believe you're all grown up already. You're so smart, creative and wise. I always knew you were an old soul, just like me. Do you want to come with me on a trip? I'd love to go to India next. What about you? Did you read my new book yet? Was Iceland? The power of finding irgendetwas. Maybe you can help me with my next. You're just so good with words. Aw. Die Mutter ist cute. Die ist so voll supportive. I like. Family. Did it keep you from writing back in the day? Writing is great, but our family is an adventure I'd never want to miss out on. We will always be supportive of each other. Our souls are forever entwined. Aww. Een beetje love. Oh honey, I love you too. To the moon and back. If the moon really exists. That's... Oh my god, ich hoffe schon. Da haben wir noch Paris. Ich würde gerne auf Paris, Schatzi. Are you going to Paris? Oh, that's so romantic. Say hi to Alex for me. Such a good kid and so creative. Da steht es nochmal. The power of fire and ice. Das Buch, was ich geschrieben habe, heißt The Power of Fire and Ice. Aha. Sehr gut. Also To-Do-List. Eastern soon ask Leah if she wants to join my family thing. Buy next Y-Box Sex Console. Okay. Nicht Xbox, aber Y-Box. Love myself more. Book Paris vacation with Alex and read Mom's book. Das ist dann doch nach einem guten Plan. 2009. Whee. Dear Diary. Alex and her band progressed so much. I'm super excited to hear the Death Wolves was howling live. Sie heißen Death Wolves, okay. You're so beautiful, you make me howl. Oh mein Gott, die ist immer noch gleich schlimm. Power of Fire and Ice. Geht's nicht um Pokémon? Nein, Schmarz, ich glaube nicht. Ready for the concert. I'm so excited to play my old Sarah song again. Don't worry, it has more chords now and like depth. Okay. Oh, and before I forget, did the landlord return our call yet? Oh, die leben zusammen. Oh, cute. I still can't believe you asked me to move in with you. You, the sensible one, ask me, the intense one, first. Ha! I love you so much. My wonderfully weird, naturally nerdy, perfectly imperfect sweetheart. Jesus. Also sie trägt auch mal ihr Herz auf der Zunge. Und das ist ja eigentlich auch eine schöne Eigenschaft, nicht? Dann haben wir das. Making music with these knuckleheads is still the dream. I'm just glad our music got a bit better, haha. True story. I can't believe Alex and I have been together for 5 years now. There were some ups and downs, but her love helped me appreciate myself so much more. Das ist auch sehr wichtig. My lovely emo sweetheart. I'm so proud of how we grew together. I love you. Being with you made me a better person. I couldn't imagine being with anyone else but you. Oh, I love you, my nerdy sweetheart. Oh, this is so cute together. Oh my god. Das kann ich dort durch, das weiss ich gar nicht. Ich muss jetzt schnell ausprobieren.
Ich denke nicht, dass ich hier rauskomme. Nö. Aber da steht 5 Franken Eintritt. Oh Mann. Also Käsestrasse 316. Oh mein Gott. Schwarz oder irgendjemand anders. Kann bitte schnell jemand googlen, was eine Käsestrasse 316 ist? Es würde mich echt interessieren, ob das wirklich ein Lokal ist. Oder vielleicht das Studio von denen, die das gemacht haben. Oben beim Stift. Was, oben beim Stift? Ja, ich weiß schon, dass ich dort weiterkomme. Aber ich wollte nur schauen, was auf dem Flyer steht, weißt du? Und ich kann mir darum eben vorstellen, dass es hat ja so viele Easter Eggs drin, weißt du? Dass dort die Käsestrasse 316 Zürich, dass entweder das dort wirklich ein Club ist oder so, oder dass das Studio von den Entwicklern, das das Spiel gemacht hat, dort ist. Und das ist ja ein Schweizer Game. Hey Mustafa, guten Nachmittag. Was spielen wir? Das Spiel nennt sich Letters, a Written Adventure. Und es ist ein Schweizer Indie-Game. Ich weiss leider nicht auswendig, wie das Studio dahinter heisst. Und jetzt sind wir gerade im Epilog, also wirklich in den letzten paar Minuten. Und ja, mal schauen. Ich habe es herzig gefunden. Also es ist auf Englisch und du musst halt so mit Wörtern jonglieren, sage ich jetzt einmal. Was ich mich halt auch frage ist, man kann ja die Wörter überall auch mitnehmen. Es ist wenig irre. Ah nein, okay, man kann sie nicht in die verschiedenen Jährchen nehmen. Okay, in dem Fall. Gut, dann gehen wir halt da weiter. Gibt es nicht die Straße? Ach, schade. Aber der ist einfach wahrscheinlich einfach wegen dem Käse, wo es ein Schweizer Game ist. Mann. Dear Maddie, sorry I didn't reach out before, but I needed some distance. I know I took my sweet time, but I'd like to reconnect. What about you? Reden wir zuerst mal mit dir. Zuerst mal mit dir reden, hallo. Oh, nein, ich was sagen. Meeting up sounds good. There's a lot to talk about. I'm so sorry for taking my anxiety out on you. The fear of losing control almost drove me mad. I'll be back in Switzerland next year. Maybe then we can properly rebuild our relationship. I just have to finish my internship first. Ugh. But you know how it is with internships. I think it's really cool you did one too back in the day. You know what you want and you make sure you get it. I respect that. Immerhin. Das ist ja unsere grosse Schwester und sieht aus, als hätte sie sich ein bisschen beruhigt. Holy shit. I wanted to reach out, but I knew I had to give you space. I would love to reconnect with you. Juhu! Sweet. I see you didn't lose your sense of humor. Yikes! Oh, das ist ja schrecklich. Oh nein. Aber ja, dann wieder auch witzig. Aber das finde ich so cool irgendwie, dass du halt wirklich hier kannst so ein bisschen mit den Wörtern auch spielen und so ein bisschen Zeichnungen, die im Game sind, so ein bisschen kannst abändern. I'm ready to rebuild our relationship. What about you? Yes, I want that too. I've not been the best sister in the past. Nein, definitiv nicht. Ah, shit. So. Da, successful. I think now we can have a healthy relationship. With hard work, open hearts and a business outfit. Ah, Sweet hat mir besser gefallen, aber ja. Das ist okay. All the best, Sarah. 2012 kommt das nächstes. Aha. Wer ist Tim? Kennen wir den Tim? Lia and Tim are getting hitched. Unsere beste Freundin heiratet. Celebrate with us on 12.04.2014 at the observatory. We'll start at 5. Okay, mega cool. Futuristic, extraterrestrial and however you like is the dress code. Okay. The wedding in white turned out lovely. I just got mine. Am 11. Februar. Congrats on getting the observatory as your venue. It will be out of this world, ja, definitiv. Hey, how are you doing?
I was so nervous before because of the wedding. But I tried to channel you. I tried to be as calm and brave as you. Like when you went to the faraway internship. Now I feel much better. I'm so glad you're here. Brain you in my mind is great, but I prefer having you hanging with you, real you. Das ist aber nett. Also komm, erzähl uns ein bisschen von Wedding. Hey Tobi. So. Hochzeitskleid. Oh ja, es hat Sternchen und Möndchen drauf. Das ist ja cute. I just can't wait for the wedding. Oh my god, I'll cry so freaking much. It will be great. Cute. Das Observatory, das ist natürlich echt cool, And I really bonded up over Space Camp. I'm so excited we can do the wedding there. Ja, das glaube ich. Das macht natürlich durchaus Sinn. Wenn man wenn man sich im Space Camp kennengelernt hat, dass man näher in so einem Ort heiratet. I'm done with my speech, by the way. You and Tim will be over the moon. So. I love him so much. My basketball playing, secretly nerdy cupcake. But I tried to channel you. Ach shit. Genau, wir haben ja dann sie plus, also ihr den Mut gegeben, ihn anzusprechen, wo er so der Basketballstar war, eigentlich von der Schule. Und sie ist so das nerdy Girl. Und er war aber innerlich auch so ein halber Nerd gewesen. Und darum, ja. Don't worry, I'm a good friend. And went light on the puns. Oh, ja, beim Reden, was sie dann wird halten. Okay. I'm so happy for you, Bestie. Oh, I love you so much. So viel Liebe hier. Es wird langsam ein bisschen kitschig. I'm so happy we're still best friends. I guess video games do bring people together. Das ist eine schöne Erkenntnis zum Schluss vom Game. Nein, wir haben noch Nerds. Das muss auch noch rein. Can't wait to celebrate you, Nerds. Love you a lot, Sarah. Aber Hauptsache, sie schreibt immer noch Briefe von Hand. Yeah. I hope people will dress up. I want it to be the nerdiest wedding ever. Das ist aber auch herzig. Ja, Tobi und der Martin hier. Das ist ja schön. Das freut mich. So, 2016. Holy shit. Es gibt... Nein, ernsthaft. Sheep Simulator. Ihr wisst ja alle, dass es einen Goat Simulator gibt, oder? Exploring the mechanics of crowd behavior. PC, Social Behavioral Simulation, Offline, Playtime, 10 oder mehr Stunden. Mechanics, Exploiting and Manipulation Behavioral Features of the Community to grow a Kult. Oder es ist der Lamp of Kult. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das Spiel hat etwas hervorgesehen. Oder der Lamp of Kult ist aus diesem Spiel heraus entstanden. I mean, das ist literally the Lamp of Kult. Oder Lamp of the Kult, oder wie das heisst. Literally, look mal. 2016 ist kein normaler Schieber mehr, sondern ein Apple Pen. Ja, ja. Egal, kennen wir nicht aus mit Apple. Aber lol. I love weird games. The Sheeple Simulator is such a fun project. Ja, wir haben gerne Fun, hä? Aber jetzt zuerst hätten wir noch. 52 games in a year. That's not smart. But it would be so much fun. Yeah, I think I'll do it. I'll do the fun thing. Oh my god. Ew. Should I make the Sheeple Simulator into a real game? People probably think it's a weird game, but who cares? I'll just try it with an open mind and an open heart, as she would say. Interactive media is just the most powerful thing. I'm so glad I did this internship at 6 p.m. games. Cute. People keep telling me there's no money in games, especially Maddie. Problem is, I don't care. Und das ist auch richtig so. Please don't care. I want a job that will allow me to pay my rent. I have enough time to make my weird games. That would be the dream. Nice. Und nicht einfach nur ein Job, der einfach viel Geld macht.
Das ist doch ein schönes Dings. I'll get a boring job to pay my rent, but ultimately I want to make stupid games. The more experimental, the better. Oh man. Maybe I should make a new each week. 52 super weird games. Ha, darum hat sie das vorher gesagt. Okay, what a dumb idea. Yes, I think I'm gonna do that. Also ja, 52 in einem Jahr, also pro Woche 1 ist vielleicht ein bisschen unrealistisch. Experimentation is my happy place. Okay. Wenn wir super ihre Angering schmeißen, also das Wort, hat sie dann ein Superhelden-Outfit an. Das wäre eigentlich noch witzig, ne? Was? I'm super proud of us for following our dream. Okay, das ist auch nicht schlecht. Yeah, we won't let anyone tell us anything anymore. Yeah, okay, wir haben ein Abzeichen, das ist auch nicht schlecht. Das nehme ich auch. So, jetzt haben wir noch Dump. Nicht, dass ich finde, dass es Dump ist, aber trotzdem. Für das Spiel braucht man aber auch eine strapazierfähige Stimme. So viel vorlesen. Ja, das ist es so. Definitiv. Gut, ich lese nicht immer alles 100% vor, aber ja. Pretty exciting things can come out of dumb ideas. And if not, then at least it was fun. True story. Gut, wir lösen bei dieser Erkenntnis und gehen weiter. 2018. Was sehen wir hier? Wer ist das? Ah, Katja! Happy pen pal anniversary, you! Dear Katja, can you believe it's been 20 years since we became pen friends? Krasse. I can't believe I had to wait 20 years to get a hug from you. Ansha, thank you for sharing your life with me. I'm so happy I was part of it. Oh. 20 years. And look at how far you've made it. I'm so proud of you. Jö, Herzi. Sie sind 20 Jahre Brieffreunde. Das ist echt cute. Hey. So. After all these years, we're still friends. How awesome is that? Yes, it's almost can't believe it either. I feel like I know so much about you. It's like I've been there every step of the way. Ist sie eigentlich auch gewesen? Wir haben ihr ja literally alles erzählt. Despite the distance between Switzerland and Russia, I felt like you were at my side through all of it. I know I'd be a different person without you. Thanks to our letters, I always felt close to you. Aww. Oh, wie gut! Okay, yeah. Sometime I'll have to visit you in Switzerland, especially since I know now how to pronounce Kochikästli. Das ist super gut. Das ist echt geil. Okay, jetzt schmeißen wir sie noch in eine russische Dings. Russia's ready for you. So good. Don't worry, there won't be snow in August, only mosquitoes. Oh, yikes. So, I can't wait to finally visit you. I'm so excited to finally give you a big hug. This is the end of our legendary written adventure and the beginning of a new chapter. See you soon. All the best, Sarah. Oha. Dentist. Call mom. Last day of work. Und dann gehen wir auf Russland. Unsere Brieffreundin besuchen. Echt? Oh. Herziges Spiel. Ja, perfektes Timing, würde ich meinen. Das ist easy. Also ja, wenn man sich Zeit lässt. Ein easy 4-Stunden-Game. Ah, oh lol. Sie heissen 5 AM Games. Wie gut. Ah, von Martina habe ich übrigens den Code bekommen. Mega cute. Martina hat mir dann den Code gegeben für das Spiel. Und der Valentin Baumgartner, mit dem hatte ich mal ein Interview gehabt. Und der hat schon den Sound gemacht für Far. Oder gut. Philomena Schwab kenne ich auch. Die mischt immer mal wieder mit. Ah, mega geil. Oh lol. Ah, kann ich darf. Oh lol, ich kann aus den Namen bringen. Juhu! Okay, das ist geil. Sorry, aber es macht ein bisschen Spass. Vielleicht ein bisschen too much. Der Römer müsste in den Credits sein.
Wirklich? Oh, Entschuldigung. Ja, vielleicht findest du ihn ja noch. Hast du ihn gefunden? Hey Massimo, alles gut bei dir? Ich habe ein bisschen zu fest Freude an dem. Ist das traurig? Whee! Playtesters. Oh, ich will auch Playtester werden. Das muss so cool sein. Immer machst du alles kaputt. Ja, sorry, das ist in meinem Naturell tatsächlich im Fall. Ich kann nichts dafür. Oha. Das sind sehr viele Schriftarten, die sie verwendet haben, tatsächlich. Cool. So, ja, easy. Ja, Leute, das war es mit diesem herzigen kleinen Game. Wie gesagt, Schweizer Indie-Game. Knapp bei 4 Stunden. Also wenn man sich Zeit lässt, wir denken, wenn man ein bisschen Gas gibt, dann hat man sie 2,5 Stunden durch. Mir hat es aber sehr viel Spass gemacht. Ich habe es echt gut gefunden, vor allem halt auch, weil es so ein bisschen Slice-of-Life-Game ist. Sprich, es kann wirklich so passiert sein. Also 1 zu 1, basically. Vielleicht ein bisschen überdramatisiert, aber sonst wäre es ja nicht ein Dings. Nicht gross, wie sagt man? Ja. Sonst wäre es fast ein bisschen langweilig, sagen wir es mal so. Oh, der Big Tom ist da auch drin. LOL. Okay. Vielleicht ist der Römer hier drin. Das könnte noch sein, schwarz, oder? Dass er hier drinnen ist. In den Credits. Aber ich habe ihn leider echt nicht gesehen. Das R verpasst. Ah. Echt nice. Ich finde es immer nice, wenn die Credits irgendwie speziell sind und nicht einfach nur runterlaufen. Voll schwarz. Aber so ein bisschen in memory of Valentin Baumgartner. Was? Okay. Wait, den habe ich aber nicht mit ihm das Interview gemacht. Das kann ja gar nicht sein. Das wäre ein bisschen weird. Thanks for playing. Sehr gern geschehen. Merci fürs Machen. Das war cool. Das war echt ein herziges Game. Yeah. Geht es dann noch weiter? Nein, also. Oh. Aber echt cool. Also mir hat es wirklich sehr viel Spass gemacht, das Game. Auch wenn es vielleicht für ein paar aussieht, als wäre es ein langweiliges Game. Aber ganz ehrlich, ich bin einfach der Meinung, es braucht nicht immer Action. Und ganz ehrlich, ich finde es easy, vor allem auch, weil es so einen kleinen Learning-Inhalt hat, sage ich jetzt einmal. Und vom Timing ist es perfekt. Das ist 10 ab 4. Wir haben exakt 2 Stunden gebraucht, 2 mal 2 Stunden. Das will man mehr. Nein, also ich habe es wirklich cool gefunden. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Weil ja, wie gesagt, ich habe immer gerne so kleine Indie-Games, vor allem wenn sie aus der Schweiz sind, muss man es natürlich schon ein bisschen supporten. Man müsste dort irgendwo, aber ich habe es auch nicht gesehen, also ich müsste irgendwo dort sein, die Credits, aber ich habe auch nicht gesehen, ja. Ich glaube auch nicht. Ich habe mir auch zu wenig darauf geachtet, zu wenig schnell, tatsächlich, vielleicht war er ganz oben gewesen. Mega gut gewesen. Ich habe es echt herzig gefunden, ja. An dieser Stelle auch nochmal, auch wenn ihr es wahrscheinlich nicht seht, aber merci vielmals Martina für den Key. Ich habe es echt genossen, das zu spielen. Von dem her, ja, macht weiter so. Ich bin gespannt, was sie als nächstes rausbringen. Und jetzt Ruhezeit mit der Bonnie. Nein, nein. Jetzt muss ich noch ein bisschen arbeiten. Es ist erst 4 Uhr. Jetzt arbeite ich sicher noch eine Stunde, muss noch ein paar Sachen machen.
der Streaming-Schedule für nächste Woche unter anderem vorbereiten. Nächste Woche ist folgendermaßen: am Montag haben wir den Gaming News Podcast. Das machen das mal wieder der Cyril und ich. Am Dienstag ist nichts, wird nicht gestreamt. Am Mittwoch ist der Troy, da muss er noch schauen, was er spielt. Das wissen wir noch nicht. Aber am 3 auf jeden Fall streamt der Troy. Und ich glaube, nächste Woche ist der Cyril noch da. Aber dann ist er ja 4 Wochen fort auf seiner Honeymoon, hätte ich fast gesagt. Ja, doch, Hochzeitsreise. Aber Klemmbausteine-Streams sollten, glaube ich, wirklich noch weiterhin stattfinden. Ja. Und am Freitag kann ich leider nicht streamen, also heute in der Woche, wo wir haben ein Team-Event. Wir müssen Mitarbeiter verabschieden, leider. Und von dem her kann ich da leider nicht streamen. Aber die Woche darauf aber auch nicht, wo dann ist Gamescom. Oh Mann, RIP. Ach herrje, ja gut. Der halt nicht. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich bin für den Podcast bin ich da. Ich habe Game Soul auch 2 neue Schweizer Indie-Games gefunden. Die sind echt Goldstück. Es muss wirklich nicht immer AAA-Titel sein. Ich finde aber wirklich gar nicht. Im Gegenteil. Ich finde einfach, so kleine Indie-Games haben viel mehr Charme. Die getrauen sich auch viel mehr als AAA-Entwickler. Und das muss ich wirklich sagen, das schätze ich enorm. Ja. Was sind das für Games, die du gefunden hast an Game Soul, Schmarz? Sind es neue? Kennt man die noch nicht? So, upsi. Ja, da wird es so. Also, aber ja, es ist 10:04 was my pleasure. Also es hat wirklich sehr viel Spass gemacht. Danke vielmals für alle, die auch zugeschaut haben. Ich wünsche euch schon mal ein ganz, ganz schönes Wochenende. Danke vielmals, Tobi, das wünsche ich dir auch. Ich weiss nicht, ob ich heute ein Sushi bestelle. Ich gehe nämlich nachher in ein neues Spital. Genau, aber hey, ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Genießt die Sonne, erholt euch und dann bis nächste Woche am Montag wieder hier auf dem Channel am 3, was wieder heisst, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Buffcrit Loot, dem Gaming News Podcast von brack.ch. Bis dann, tschüss zusammen, schönes Weekend euch allen, bye bye und merci nochmal fürs Zuschauen, tschüss.